Hello Peoples. Ist wieder eine Woche rum. Also gibt es wieder das Update am Sonntag um halb sieben Uhr oben. Diesmal habe ich zwei Videos. Einmal das Video komplett einmal Rotation von mir. Und das andere ist ein Video, wo ich meine Frontpose von zwei verschiedenen Seiten zeige. Also einmal rechte Hand an der Hüfte und einmal linke Hand an der Hüfte. Dann könnt ihr gerne kommentieren, was ihr denkt, das sieht besser aus. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, weil bei einer Seite kommt die Schulter ein bisschen mehr raus, bei der anderen Seite sieht man den Latte ein bisschen mehr. Ja, das ist so ein bisschen gerade noch ein bisschen zum Herausfinden, was im Endeffekt am besten aussieht. Aber für so, danke nochmal für die ganzen Follow, Likes und Kommentare. Ich brauche mal schnell einen kleinen sneaky Input zu meinem YouTube-Channel. Also wir haben jetzt 17.631 Aufrufe, 102 Stunden Wiedergabezeit und 32 Jahre abeinander gemacht, seit ich wieder hier richtig gestartet habe, also 46 Abos. Also folgt dem Kanal noch, dass wir die 50 Abos hitten. Ziel vom Jahr sind 120 Abos, jeden Monat 10 Abos. Und darum lasst nochmal ein Follow da, das wäre super. Also zur Form. Wir schauen jetzt erstmal das normale Formvideo an. Let's go. Schaue ich mir einen anderen Spiegel an. Jetzt tappe ich ein bisschen um. Zuerst mal zur Vorderseite. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Oh, ja, mein Gesicht wieder. Ist deutlich besser geworden. Also ich bin schon auf der Seite deutlich schmaler geworden. Aber es muss noch einiges weggehen. Was ich auch immer muss, dass ich die Bauchmuskeln rausdrücke und nicht nur reinziehe. Dass halt wirklich Jockey-Riegel rauskommen. Da muss ich ein bisschen mehr dran arbeiten. Also allgemein im ganzen Posing. Zeitlich merkt man es auch, ist schon einiges mehr weg. Aber eben, da ist immer noch ein bisschen Fett, da ist immer noch nicht alles durchgestrichen. Man muss auch sagen, das ist halt immer nach dem Training. Im Training trinke ich im Moment so viel Wasser. Also ich trinke sicher viermal meine Flasche leer, meine Flasche ist 0,7. Und dann bin ich natürlich immer ja, im Rumpf ein bisschen breiter als ich am Morgen bin, weil am Morgen sind wir da richtig Strich, wo ich dann schön auf in die Latte reingehen. Aber ja, trinken ist wichtig. Trinken immer, während ihr trainiert und auch sonst den ganzen Tag durch. Yes. Rücken sehen wir noch gar keine Details. Es gibt eigentlich zwei Gründe dafür. Erster Grund, ich bin noch zu fett. Und der zweite Grund ist, ich bin haarig als fuck. Auf dem Video sieht man es gar nicht zum Glück. Aber da ist ein Wald. Da ist ein riesen Wald. Und wie man hier sieht, der Rücken ist nicht schön gleichmäßig. Mein Tannenbaum ist irgendwie ein bisschen schräg gewachsen. Das ist ein kleines Defizit. Weil irgendwie geht es hier rein, aber hier hinten ist dann so runtergegangen. Aber das ist halt Genetics und falsche Trainieren. Aber sonst, ja,
Viele haben schon gesagt, gehabt, dass mein Rücken richtig gewachsen ist. Und es ist auch so. Also die, glaube 4 Kilo Muskeln, die seit dem Oktober 2023 draufgekommen sind, sind hoffentlich alle in den Rücken gegangen. Da kann ich auch ein bisschen mithalten mit den anderen Jungs. So, das war das erste Video. Und jetzt das zweite Video war das hier. Und schon so und so. Da versuche ich eben, also muss ich zuerst Standbein finden, wie ich vorne stand. Weil so stand ich eigentlich normalerweise nicht. Das ist eigentlich das Umgekehrte. Ich habe eigentlich immer die linke Hand an der Hüfte, aber meine Schulter ist hier stärker. Da habe ich gedacht, ich kann es auch mal so machen. Also schreibt mal in die Kommis rein, wie ihr das findet. Wenn ich so stand, anstatt anders. Also ich mache es gerade noch nochmal auf die andere Seite. Ähm, ja, ich finde einfach, da ist auf dieser Seite, also habe ich einfach mehr Fleisch bei dieser Schulter als jetzt bei der anderen, wenn man es nochmal so anschaut. Da gehe ich nicht richtig Bauchmuskeln raus. Oder, ja, der Kopf wieder. Da sieht man halt einfach, da kommt halt dann der Latt mehr raus. Die Schulter ist halt bei mir im Körper ein bisschen so, kommt mehr nach, kommt mehr nach vorne. Darum zieht das Latt weiter führen. Als jetzt hier auf dieser Seite, wenn ich andersrum stand. Und man sieht halt dann hier eben, die Schulter ploppt nicht so riesig raus, wie wenn ich halt so stand. Da ist halt dann viel mehr Schultermuskulatur. Könnt ihr mal sagen, was ihr besser findet? Klar, die Pose muss noch komplett rausgearbeitet werden. Der Fabian Kähli hat sich auch schon freiwillig bei mir gemeldet, dass wir uns treffen können und Posing üben zusammen können. Werde ich sicher noch machen, wenn ich Zeit finde, dass das ganze Herumgestockere noch besser wird, weil der Tim jetzt auch schon in seiner Insta-Story gesagt hat, wo er ein Momo-Posing angeschaut hat. Es ist halt ein Sport, wo man sich zeigt. Wenn man sich halt nicht richtig zeigt, kann ich so, wie ich will, eine schmale Taille haben, so eine gute Brust, wie ich will haben, so eine gute Schultern haben, wie ich will. Dann kommt man einfach nicht in den Top-Platz. Das Posing muss stimmen. Darum übt immer euer Posing. Jede Woche, so oft wie es geht. Ich mache das auch immer, nach jedem Training mache ich ein paar Rotationen. Und auch daheim, wenn man am Kochen ist und man wartet auf den Reis oder keine Ahnung was, haben wir bei mir daheim einen Spiegel, der auf dem Flur ist, und wenn man in der Küche steht, sieht man sich da drinnen, und dann tue ich auch immer gerade ein bisschen Posing üben. Habe ich auch schon mal Classic Physik Posen ausprobiert gehabt, weil meine Beine sind jetzt nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt von einem Mensch Physikathlet. Also könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, wenn du mal ein paar Classic Physik Posen von mir sehen wollt, wo da mal meine Beine sind. Schreibt es gerne in den Kommentar. Yes. Du eben Pose, 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 Pose. Vom Gewicht her, das tiefste Gewicht, das ich bis jetzt hatte, ist 88,2 gewesen. Es geht wirklich so langsam runter, so ein halbes Kilo würde ich jetzt mal sagen, pro Woche. Wir haben jetzt noch 6 Wochen ab morgen. Ähm, Wenn wirklich immer ein halbes Kilo runtergeht, denke ich, werden wir auf Punktlandung machen. Es kommt, denke ich, gut. Hunger ist easy bis jetzt, also Gelüste sind schon da. Wenn meine Freundin halt ja, ihr normales Essen isst, etc., und ich für sie koche, dann bekomme ich schon manchmal Lust auf das Essen. Aber sie ist eigentlich auch sehr clean und unterstützt mich auch mega in dieser Vorbereitung. Also sie kocht auch für mich und tut manchmal einmal den Abwasch mehr machen als ich. Oder
macht Wäsche et cetera, halt so Haushaltssachen macht sie dann, mehr, als ich eigentlich sollte. Weil ich halt manchmal, ja, ein bisschen K.o. bin, und dann manchmal keine Lust habe. Ja, aber da großes Dankeschön an sie und natürlich auch, ja, dass man halt nicht ins Kino, also man kann schon ins Kino gehen, aber ja, ich mache halt ungern Sachen, wenn ich so in der, ja, Vorbereitung bin, dann ist man eher so in einem Tunnel. Und ja, trainiert, geht arbeiten, trainiert nochmal, also Cardio halt am Morgen, kommt heim, isst seine letzten Meals und schaut irgendwie Fernsehen oder zockt halt. Ähm, und dann ist echt der Tag durch und man läuft halt so von Tag zu Tag so durchs Leben durch und vergisst manchmal halt, dass andere Leute schon mal gerne wollen, Sachen unternehmen, zumindest am Wochenende. Yes. Aber ja, da steckt sie jetzt gerade ein bisschen zurück, mir zu lieb. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr nobel von ihr. Und auch meine Kollegen, also ja, meine Kollegen kennen das schon seit Jahren, ähm, dass ich mich weniger melde und fast nichts mit ihnen mache. Aber das Gute ist bei den Kollegen, sobald meine Season fertig ist und ich wieder mit ihnen rausgehe oder was mache, ist, also wäre nie etwas gesehen. Und jetzt fängt endlich, Gott sei Dank, wieder die Formel 1 Saison an. Da können wir am Sonntag auch wieder Formel 1 schauen. Auch wenn die ersten Rennen 4, 5 Uhr morgens sind. Aber spätestens, wenn die ersten Rennen wieder sind, wo ja, zu normalen Zeiten sind, treffe ich mich dann auch fast jeden zweiten Sonntag mit meinen Kollegen. Ähm, Genau, wegen dem ist eigentlich so das Formel 1 Leben bei uns, so bei meinen Kollegen, so ins Leben gerufen worden, wegen meiner Diät. Dass man sich einfach sicher einmal alle 2 Wochen sieht. Das ist ja perfekt. Das Rennen geht so 1,5, 2 Stunden. Dann hat man seine Kapazität aufgebraucht, was man mit den Menschen so umgeht. Und dann hauen wieder alle ab. Und dann kann ich wieder mein eigenes Dings machen. Oder wenn ich auch, das auch schon gegeben, dass ich währenddessen auf dem Velo gesessen bin und Cardio gemacht habe. Ähm, Das stört sie auch nicht. Stört mich auch nicht komplett nicht, wenn sie Pizza oder sonst irgendwas essen während dem Rennen. Ja, aber das ist halt so, wenn man in einer Wettkampfdiät ist. Genau, genug geredet. Also es wäre super, wenn ihr die 4 Follower reinhauen, dass wir sich mal 50 Follower sind. Mal Likes, kommentiert, welche Pose besser ist. Wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen. Ähm, für welches Team sind wir in Formel 1? Und falls ihr Battlefield 1 noch zockt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinschreiben, weil ich bin gerade wieder in der Sucht von Battlefield 1. Gut, dann sehen wir uns wieder nächsten Sonntag. Danke nochmal für den ganzen Support und Grüße gehen an euch raus. Ciao, ciao.